Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. So, jetzt haben wir die Festung eigentlich so Wie weit. lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich meine, wir rasten jetzt. Ja, behaupt das mal, Vikonia. Also, die ist schon erschöpft. Das liegt an der 10 Tage Durchmarschreise wahrscheinlich. Ach. Und wie hoch ist denn ihre Konstitution? Gerade mal gucken. Wenn die erst anfangen zu jammern, dann sind die anderen normalerweise 8 dabei. Okay, bei einer Konsti von 8. Edwin wird nicht so schnell jammern. Der Arnett und Korgan eigentlich als Letzter und Abdel Adrian als Vorletzter. Die müssten eigentlich noch ziemlich gut dabei sein, weil die Konstitution von der anderen ist ziemlich hoch. Vikonia ist aber halt ziemlich schlaff, was das angeht. Die anderen müssten zäher sein und ein bisschen mehr aushalten. Aber ja, wir sind wirklich lang unterwegs gewesen. Und dann müssten wir eigentlich auch bald mal wieder Raster. So, du warst doch eben kurz davor, Korgan. So. Dann nochmal umdrehen wegen irgendeinem Quatsch. Oh, also manchmal diese NPC-Intelligenz. Ich dachte, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Ja, liegt nach wie vor an unserem wunderbaren Ruf, den wir uns erarbeitet haben. Oh, das wird so spaßig, wenn Anomens Prüfung A steht. Okay, jetzt können wir hier wieder rausgehen und können uns beim Vortreffer. Es ist gut, so einen Ort zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Ja, dem geht einer ab, weil hier böse Kreaturen rumgelungert haben. Also Anomen ist sowieso ein... Rollenspieltechnisch ist Anomen echt ein sehr fragwürdiger Charakter. Und ich würde, wenn ich eine Rollenspielgruppe auf Pen-and-Paper-Basis hätte, würde ich den wahrscheinlich sehr schnell rauskicken, weil ich den nicht hören kennt mit seinem frommen Gelaber. Deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht so viel Rollenspiel-Aspekte mit Anomen gibt. Die anderen sind eigentlich schon ziemlich interessant, die böse Charaktere. Scheint, als ob genug für alle da ist. Hehe, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest Gute Idee, nicht so das mir zu bald. übertragen. Gerade mit Korgan würde ich mir eigentlich mehr Rollenspiel wünschen. Nalia scheint beschäftigt zu sein, okay. Der haben sie. Kumpel? Ich gilt mein ernst gemeinte Dank für alles, was ihr geschafft habt. Die Fürstin Nalia wird euch argemäß entlohnen. Es ist allerdings traurig, dass mein armer Fürst während dem Angriff gestorben ist. Es tut mir so leid fürs Mädel. Wenn ihr ein guter Freund von ihr seid, dann werden das ja bestimmt gut ablenken vor der Beerdigung. Nicht wirklich? Das ist nicht gerade meine Freundin. Wie sieht's dann mit dem Zauberer namens Irenikus aus? Nee, den Verwender von Magie ist nicht so trauer. Ich weiß nicht, warum sich Herr Renalia nebenbei mit den Künsten beschäftigt. Ja, dann gehe ich mal. Dankeschön, ebenfalls viel Glück. Wie sieht's bei dir jetzt aus? Ja, die Gretel will also nicht babbeln, okay. Da haben wir da wieder einen kleinen Störfaktor drin. Dann müssen wir halt wieder Trick 17 machen. Quick-Save-Lader. Und jetzt will ich aber mit mir retten. Na, Ihr habt es also. geschafft? Sind sie alle tot? Was ist mit meinem Vater? Tot, Geht es ihm Beileid. gut? Tot? Er ist... Es tut mir leid, ich brauche ein bisschen Zeit, um mich zu sammeln. Ihr wart sehr freundlich. Bitte lasst mich euch noch meine Möglichkeiten bezahlen und dann... 650 Gold soll das ein Witz sein? Oh nee, ich kann euch wohl nicht davor überzeugen, noch ein bisschen hier zu bleiben. Ich brauche wirklich... Nee, das ist mein eigenes Problem. Ich muss damit fertig werden, so gut ich kann. Also, als Kämpfer wäre das jetzt die Kämpferquest, dass man die Burg übernehmen darf. Jetzt verzähl doch schon, Mädel, ich will nicht schlaflos drüber nachdenken müssen, was das Sache wollten. Es ist eine peinliche Situation. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon bereit bin, damit fertig zu werden. Aber ich habe wohl kaum eine Rival, jetzt wo mein Papa nicht mehr da ist. Wissen Sie, ich bin verlobt. Ja, ein paar sehr mächtige Geschäftspartner von meinem Papa haben mich mit der veralteten Sitte gefesselt. Der Name von der Familie ist Roenal oder Rönal. Und ich soll einen verzogenen Bengel namens Isaiah heiraten. Ich denke, der Papa hat immer bedauert, aber das ist die Art und Weise, auf die reiche Familie ihren Status in der Geschäftswelt erhalten. Schien mir immer bereit zu sein, das Unvermeidliche hinauszuzögern, aber jetzt, wo er nicht mehr ist... Ja, sehr traurig. Und was wird jetzt von mir verlangt? Die Roenals, besonders Isaiah, üben schon länger Druck auf mich aus. Die haben gewiss, dass ich die einzig direkt Erbin von den Gütern von meinem Vater bin und traditionellerweise geht der Titel vom Fürst an eine männliche Erbe über.
Ich fürchte, dass Isea die Kontrolle über die Burg an sich reiße und unseren Reichtum missbrauchen wird. Ich habe hart geschafft, um eine faire Beziehung zu meiner sogenannten Untertanen aufzubauen. Und ich weiß, dass die Beziehung nie mehr andauern wird, wenn die Roenals an der Macht sind. Die sind genau die Art von Adel, die ich verachte. Snobistisch, hochnäsig und verdammt arrogant. Arme Nalia, vom Reichtum verwöhnt. Ja, das wäre tatsächlich schrecklich. Und was wollen wir jetzt? Ich muss einen Weg finden, um die Verlobung zu lösen. Und ich muss schnell machen. Ich respektiere die respektieren die alte Tradition. Und ich glaube, ich kenne einen Weg, so Traditionen zu unserer beider Vorteil einzusetzen. Och, ich könnte den Mann umbringen. Wie wär's denn da damit? Nee, ich glaube nicht, dass er boshaft genug für so etwas ist. Nee, er ist nur moralisch zweifelhaft, aber nicht kriminell. Jedenfalls, soweit ich weiß. Tatsächlich war ich daran interessiert, mit euch zu kummer. Mein Papa, der hat immer gesagt, dass die Besitztümer flüchtig sind und das Glück wichtiger ist, mögen die Roenals ruhig kummer. Wenn die Art von einer Krieger wärt, dann hätten wir vielleicht eine Art Erwerbstradition missbrauchen und euch als Herrscher über die Burg einsetzen können. Ach ja, Greine bringt nichts, das macht nichts. Wollen ihr mich in eurer Gruppe haben? Ich brauche euer Begleitung nicht, ich wär hier Macher. Ihr wenn tun müsse, was ihr zu tun habt, ganz einfach. Da gibt's ja wenig Hoffnung für meine Zukunft. Ich wär hier so lang verhätschelt wäre, bis ich zu dem wär, was ich verabscheut hab. Dann geht und lebt euer Abenteuerleben. Ich wär hier verrotte. Boah, passiert. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Ja? Also sorry, ich kann jetzt nicht hier die Wohlfahrt für alle machen. Also so ein Charakter bin ich jetzt auch nicht. Jetzt haben wir erfahren, wie es hier weitergeht. Das wird jetzt an die Roenals weitergehen und die werden hier einen auf Ultra-Adel machen. So, was uns angeht, wir sollten zu der Uma-Hügel gehen. Und da erwartet uns nämlich die nächste Quest. Ah, aber erstmal ein Schluck Wasser. Das ist doch gut. So. Die 15. Stunde haben wir und 12 Stunden sind wir Ich gereist. frage mich, habt ihr je an eine Ehe gedacht? Ah, jetzt kommt die wieder. Okay. Natürlich habe ich das. Wer macht das nicht? Ich meine damit nicht, dass man sich unbedingt irgendwo niederlassen müsst. Ich meine, eine Einheit zwischen zwei Personen besiegelt durch Sakrament und Ritual, wie es bei eurer Art üblich ist. Sich einer Person in alle Dinge unterwerfen. Hier kommt das wie eine bizarre Vereinbarung vor. Nicht weit von der Sklaverei entfernt. Das ist nur zwangsläufig so, wie Konya die Ehe keine wunderbare Gemeinschaft sei. Was ich so gesehen habe, unterscheiden sich die Bräuche an der Oberfläche nicht so stark von unserer. Natürlich gestattet es die Kultur der Drow, dass man sich seiner Ehemänner wieder entledigt und sie durch neue ersetzt. Dann nehme ich an, dass ihr unsere Form der Ehe nicht besonders schätzt. Vielleicht. Ich habe mir noch nie viel Gedanke drüber gemacht, aber ich habe schon festgestellt, dass hier auf der Oberfläche die Rolle von Mann und Frau ins Gegenteil verkehrt sind. Ja, bei der Drow hätte nämlich die Frau es sagen. Die Männer bringen hier nicht ihre Frauen um, das stimmt auch nicht unbedingt. Also da gibt es bestimmt auch genug, die sich ihrer Ehefrau entledigt haben, um irgendeine Geliebte zu haben. Insofern, ein Mann, der euer Herz erobert, tut gut daran, stets wachsam zu sein, mit einem hinterhältigen Anschlag zu rechnen. Nee. Hinterhältiger Anschlag, das würde ich jetzt sagen, das ist eine Beleidigung wieder. Vielleicht, wir sollten jetzt weitergehen. Ich mache mal, sie sind nicht ins Gegenteil verkehrt. Das sagen ihr. Wir sollten jetzt weitergehen. Ich denke, ihr habt vor der Augenblick genug von der Bräuche der Drow gehört. Ja, durchaus. Das war jetzt auch nicht so Schenster von der Drow. Wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich meine, wir rasten jetzt. Natürlich muss die wieder Reibbabbler. Die muss immer im Vordergrund stehen, das Weibsbild. Schlimm mit derer. Ja, wir müssen wieder hüten gehen, müssen wir, bevor die Wölfe die ganze Herde auffressen. Oh, der Dale der Hirte scheint ein ganz heller zu sein. Beruhigt euch, alle, bitte. Ich versichere euch, dass alles, was möglich ist, getan wird. Und was ist das? Jo, ihr habt gerade krupfenden Abenteurer erkeuert, stimmt's? Wo in der Abgrund tief sind sie dann? Die sind noch nicht wieder zurück. Nee. Oh, wir werden im Verderber anheimfallen, im Verderber. Wir müssen aus dem Dorf fliehen. Wir müssen fliehen, bevor noch mehr Leid verloren gehen. Leid, jetzt beruhigt euch doch wieder. Komm, jetzt ist noch keine Zeit für Panik. Weg, wie ich mein. Bitte, Herrn Uff, mein Mann.
ja, naja, wir suchen noch eine andere Gruppe von Abenteurern, die sich um dieses Problemchen kümmert. Ihr wollen der missende Oger und der böse Packtöter? Ja. Wie habe ich dann die synchronisiert? Weiß ich schon gar nicht mehr. Egal. Ja, seitdem die Monsterhorde in die Gegend gekommen ist, haben wir nur Schwierigkeiten. Die fressen die Leute. Ja, das machen die. Hauptsache mal auf Klischees rumgeritten. Ihr seid beide bescheuert. Ganz sicher waren es die Wölfe, die sich in die Hügel rumtreiben. Hungrig sind sie. Das sind kein Elf, du Dummkopf. Das ist die Uma selbst, die zurückkehrt ist, uns zu erschrecken und unser Kinder zu rauben. Oma? Bitte, erzählt das alte Märchen nicht schon wieder. Kennt ihr nicht sehen, dass es die Oger sind, ganz eindeutig. Leute, bitte, wir müssen erst einmal rausfinden, was der Waldläuferin Merella, unserer Protektorin, zugestoßen ist. Und dann der Grund für all die Morde rausfinden. Bald werden mehr Abenteurer kommen. Jetzt können sie nicht früh genug kommen. Jo, tut was, Bäuermeister. Oder wir müssen in Städtle fliehen, um sicher zu sein. Pling. Ich versuche ja etwas zu unternehmen. Ich will nur, verhalten euch doch alle mal ruhig. Panik hilft uns jetzt nicht weiter. Ich will zum Haus zurückgehen. Gehen alle heim. Bitte. Sehr durchsetzungsfähiger Bäuermeister, wie es aussieht. Was bist du für einer? Ich habe nichts, was ihr brauchen könntet. Was wollen denn ihr Fremder? Was geht denn in dem Dorf eigentlich vor? Ich will euch sagen, was hier vorgeht. Die Wölfe, die sich die ganze Jahr in die Hügel rumgetrieben haben, fallen jetzt über uns her. Seit Wochen schon stellen sie uns nur, schleichen sich nachts ins Dorf und zerfetzen die Leid. Und der nächste Nacht verschwinden die Leiche. Für wahr, grauenvoller Anblick. Ich hab's auch schon gesehen. Die Wölfe gucken mich aus der Ferne mit schlauer Haare an. Es ist die Wahrheit. Der Richtung Dorf, der lauter Deppe. Die Oger, ich hab sie gesehen, die sind gar nicht so schlimm. Der ganze Schmarrn über die Uma, alles ein Haufen Unsinn. Was wissen wir dann über die Oger? Die können so eine große Rebellenarmee aus dem Süden von Am, wahrscheinlich Deserteure. Hey, hab's auf meine Patrouille gesehen, sieht nicht so aus, als ob sie etwas vorhätten. Sie werden von einem riesigen Oger angeführt. Madulf heißt er, glaube ich. Mag ihn ruhegelost wäre. Die Tatsache, dass er spricht, anstatt zu töten, macht ihn so einen relativ angenehmen Zeitgenosse. Okay. Wie sieht's dann aus? Wurde nichts, sondern nur mal um die Wölfe zu jagen. Der dumme Bäuermeister hat eine Halblingsfrau und ihr Trupp angeheuert, die rausfinden sollten, was hier passiert ist. Die sind nämlich zurückgekommen. Schätze mal, die Wölfe haben sie zerrobbt. Okay. Warum sollten die Wölfe einen Tag später zurückkommen, um die Leiche mitzunehmen? Hab absolut keine Ahnung. Aber ist nicht ganz sicher. Also nichts Natürliches auf jeden Fall. Sobald ich sage, kann verschwinden, so ganz einfach. Na, dann gehe ich mal weg. Da ist immer lieber ein Salat. Ja, nur hurtig, Fremder, wir brauchen dir ganz sicher nicht noch mehr Ärger. Oh, okay. Also hier scheint es sehr freundlich abzulaufen. Die Leute sind auch gar nicht paranoid oder so ein Spaß und ihren eigentliche Offizielle ist auch sehr durchsetzungsfähig. Das macht richtig Spaß mit den Leuten. Dann retten wir doch mal mit dem Kasper. So, da hockt da der Speckmann und sei passen die Frage zu. So. Aber erstmal flattern wir sein Haus. Das gehört zum guten Umgang. Bevor man mit den Leuten spricht, werden sie erstmal ausgeraubt. So, wunderbar. Perfekt. Ja, viel habt ihr ja nicht in eurem Häusl. Das soll das reichste Haus hier sein. Ach, die Scheiße. Hallo, ich kenne euch nicht. Ihr müsst neu in Inmestal sein. Kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Okay, ich habe in Atkatla mit dem Bu namens Delon gesprochen. Er hat gemeint, ihr bräucht eine Unterstützung. Ihr habt mit ihm gesprochen? Dann hat der Bu es bis in die Stadt gepackt. Oh, es freut mich, das zu hören. Ihr seid gekommen, um uns zu helfen? Ja? Naja, ich muss ein bisschen Gold auftreiben, um einer Freundin zu helfen, die von einer verhüllten Magier gefangen genommen wurde. Es gibt vielleicht eine Belohnung? Na gut, mein Dorf ist in einer großen Notlage. Ich sage euch etwas. Wenn ihr den Mörder entbereit, werde ich euch die Rüstung von unserem ersten Protektor schenken. Er war mein Vorfahr und ich habe die Rüstung behalten. Mir wurde gesagt, dass er mit starker Schutzmagie umwoben sei. Ich würde es euch liebend gern anbieten und zusätzlich noch ein bisschen Gold, wenn ihr wollt. Bezahlung im Voraus. Da sind wir mal so ein Arschloch. Ziemlich egoistische Art, Geschäfte zu machen. In der Stadt wären Geschäfte wohl anders abgewickelt. Na Allah, ich bin autorisiert, euch 300 Goldmünze im Voraus zu geben.
Ich bin ein hoch angesehener Abenteurer. Ja, komm, das ist ein bisschen Quatsch. Aber ich hätte mal ein bisschen mehr Gold vorgestellt, aber das muss es wohl erst du. Erzähl mal, was hier vor sich geht. In letzter Zeit wurden mehrere getötet oder verschwanden. Ihr Körper sind verschwunden und andere Körper wurden gefunden, von ihnen noch ausgekehrt. Normalerweise wird man uns in so einer Angelegenheit an unsere hiesige Waldläuferin und Protektorin wenden, aber Merella ist verschwunden. Ein paar Männer sind zu ihrer Hütte im Südwesten von Tal gegangen, haben aber kein Lebenszeichen von ihr gefunden. Es ist nicht ihr Art, so lange wegzubleiben. Ich befürchte das Schlimmste. Kurz danach haben die Schafhirte und Farmer begonnen. Kurz danach haben die Schafhirte und Farmer von der außenliegenden Gehöfte zu verschwinden angefangen. Die Leute haben seltsame Geräusche in der Nacht gehört und wir haben keinen Protektor, an dem wir uns wenden können. Jeder hat Angst, aber wir fürchten uns davor, das Dorf zu verlassen. Man könnte in der Wildnis überrascht werden von was auch immer die Morde verübt hat. Und natürlich hat jeder seine eigene Vorstellung, was hinter all dem steckt. Es sind die Oger, mein Mann, ihr wisst es. Meine Frau, einer. Und ja, viele Leute denken, dass die Ogerhort dran schuld ist, die kurz vor der Morde in das Gebiet gezogen ist. Ist ja auch ein komischer Zufall, ne? Die sind in den Bergen zu nah am Dorf, sag ich. Ja, ihr finden sie in den Bergen nördlich von hier. Andere glauben allerdings, dass es eher großes Rudel Wölfe ist, was schon seit Jahren durch die Berge streift. Wieder andere behaupten, dass Oma persönlich wieder zurückgekehrt sei, die Großhex von den Bergen. Der Legende zufolge war sie für viele Todesfälle verantwortlich, die unserer Morde stark geähnelt haben. Puh, das sind nur alte Legende. Oma ist seit über 500 Jahren Geschichte, mein Gatte. Ja. Ich glaube, ich sollte euch warnen. Ich habe bereits die berühmte Rittersfrau Macy Fantan, Fanta vor allem, Macy Fentan und ihr Trupp angeheuert. Die sind anime zurückgekehrt. Bah, ich kann euch versichern, dass Geschichten von Uma Unsinn sind und es hört sich auch nicht nach Oggern an. Wenn überhaupt, sollten wir die Hüte überprüfen, Abdeladrian. Und das sehe ich genauso. Also der ist auch eher so ein Mann für logische Sachen und nicht für so Kindergeschichten. Um ehrlich zu sein, ihr sollten euch erstmal die Oger angucken, bevor ihr alte Legende hinterherjagen. Wenn er uns helfe? Ach ja, ich werde es mal versuchen. Oh, hervorragend. Bitte, mein Fürst, begebt euch jetzt zu Merellas Hütte und finden heraus, wo sie verschwunden ist. Männer fürchten sich sehr davor, sich so weit vom Dorf zu entfernen. Ihr Hütte liegt westlich vom Dorf in einem Tal. Die sollten nicht so schwer zu finden sein. Es gibt noch andere ältere Hütte in den Bergen, aber die sind schon seit Jahren verlassen. Oder gehen noch Norden zum Fluss und suchen den Martolf und sei Bestie. Ich bezweifle, dass die für alles verantwortlich sind, aber wir müssen sicher gehen. Ich bin erleichtert, dass ihr euch dafür entschieden habt, uns zu helfen. Ihr könnt euch frei im ganzen Dorf bewegen, mein Fürst. Wenn ihr etwas anderes benötigt, zögert nicht zu mir zu kommen. Okay, ich will Blackjack und Nutten. Das kriege ich aber hier leider nicht. Ach ja. Jetzt bräuchten wir aber eins ganz dringend. So, wir rennen erstmal, schicken erstmal unseren Running Dwarf wieder vor. So, da kann nämlich hier erstmal die Gegend erkundet. Ich höre seine winzige Schritte. So. Gut, der Running Dwarf hat das jetzt mal erkundet. Und dann treffen wir uns jetzt alle nochmal hier. Ja. Und speichern. Weil der Knetkopf hier Seht euch nur ist wichtig. und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass sie euren hohen Ansprüchen gerecht werden. Hallo, was kann ich an dem Wunderschein da vielleicht tun? Wollen ein Schmuckstück oder wünschen eine Information? Ja, was doch schon anzubieten. Lassen wir uns mal einen Blick drauf werfen und gucken, was euch gefällt. Moment, das war dann... Welches war es dann nochmal? Ich glaube, die Geschichte der Zentarim muss ich bei dem Kafer. Zack. Ihr werdet in ganz garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Das ist nämlich der Kerl, der in der Nachricht von Reject, dem Häuter, erwähnt wurde. Und der Typ kann uns die Hautrüstung aus Menschenhaut machen. Ihr habt interessante Auswahl getroffen. Ihr müsst wissen, dass ich unter einem anderen Namen Bücher in 8-Kartler verkauft habe. Vielleicht könnt ihr zu meiner Kundschaft. Nennt noch den Namen, den ich Sellemols benutzt habe. Und vielleicht ist da ein Nachlass für euch drin. Ich glaube, wie war dann der Nummer? Darwin Dahlen, war das der? Ne, Moment. Okay, das war Quatsch. Nochmal zurück. Deswegen habe ich nochmal gespeichert hier.
weil dieses komische Rätsel habe ich nie gelöst. Ich habe immer nur auf hoffe, das gut bringt Glück was. der Name Seht getippt. euch nur um und begutachtet die Waren. So, Ich bin mir Geschichte sicher, der dass ihr euren hohen Zentarim. Ansprüchen gerecht. Ihr werdet in ganz am garantiert keine besseren Preise Velendan, was das? Nee. Velendan was auch nicht, okay. Okay, die 6 und 7 fallen raus. Ich hoffe, weiß das es bringt echt nicht mehr was. Seht euch auswendig. nur um und begutachtet Ich muss die das Waren. als immer noch Ich bin mir sicher, dass ihr ausprobieren. Ihr werdet in ganz am garantiert Da keine sind besseren Cole. Preise finden. Ja. Wirklich. Genau das war's. Wie ich schon im Brief gesagt habe, die kleine Spielchen dummer lädt. Nur Licht, um die Wächter von Arkadla abzuschütteln. Ich hoffe, dass euer Rüstung fast komplett ist. Monster, ihr hättet euch mit jemand abgeben, der aus heute Rüstungen herstellt. Mama, mach ich. Ist aber noch nicht ganz erledigt. Natürlich, ich werde letzte Schliffgeber, aber ich brauche die wichtigste Zutat als erstes. Eure Arbeitsqualität ist ohne Gleiche, aber sie braucht noch etwas Besonderes. Die Häute waren hervorragend, aber jetzt muss es Blut her. Ihr wisst, was ich brauche. Bring mal das Blut von einem Drache. Von einem silbernen Drache. Ihr seid ein Dämon. Silberne Drache sind treu und gut. Ich wäre verabscheuungswürdig, einer umzubringen. Klar, habt ihr Ahnung, wo ich einer finden kann? Seht es als erledigt an. Schon gut. Ich werde euch hier erwarten. Bring mal das Blut und die Rüstung. Und ich werde euch draußen Azug erschaffen, mit dem ihr für den dunkelste König gerüstet seid. Der Lederpanzer von Ricek dem Häuter. noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Ich habe Ich den Mann meine, wir gefunden, rasten der in jetzt. dem Brief aus Riceks Zuhause erwähnt wurde. Offenbar habe ich mit meiner Vermutung, dass es sich um einen gewissen Darsin Cole handelt, recht gehabt. Der Mann glaubt nun, dass ich Ricek bin. Er hat sich bereit erklärt, den Lederpanzer für mich fertigzustellen. Ich muss ihm nur das Blut eines Silberdrachen beschaffen. Leider habe ich keine Ahnung, wo sich ein derartiges Wesen aufhalten könnte. Also ich kann euch so viel verraten, wir werden auf jeden Fall einer treffen, ein Silberdrache, aber das dauert. Seid mir gegrüßt, werter So. Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Dito. Jetzt gucken wir erstmal, was die für einen Quatsch haben. Geschichte der Zentarim, die ich eigentlich hier weiterverkaufen wolle. Dann hätte ich ganz gern ein paar Identifizierungen von einem ekligen Typ, wenn ich irgendwie nichts identifiziert kriege, um ehrlich zu sein. So, dann beim Edwin, zack, zack, zack. Und das noch. Super. Okay, dann wo noch zu identifizieren? Hier nichts mehr, okay. Hier noch. Zack, zack und zack, zack, wunderbar. Dann hier noch der Kriegshammer, perfekt. Und ansonsten brauchen wir hier nichts mehr. Müll hat die auch nur gehabt. Orgische Lederrüstung plus 3. Das war das, was wir in der letzten Episode in der Festung der Danissee gekriegt haben. Die grausige Rüstung stammt aus einem Orklager, das von Barbaren zerstört wurde. Statt Metallnieten wurden bei diesen beschlagenen Lederwams hunderte gehärtete Knochenstücke verwendet. Fingerknochen, Rippen und Schädel überziehen die Rüstung und halten die Schläge der Gegner ab. Mächtige orkische Magie sorgt noch für zusätzlichen Schutz gegen Fernkampfangriffe. Allerdings ist die Rüstung so widerwärtig, dass sie das Charisma des Trägers senkt. Träger erhält plus 10% Resistenz gegen Fernkampfwaffen und Charisma minus 1 und Rüstungsklasse 4. Also das ist ziemlich schlecht eigentlich. Eher amüsant. Dann haben wir noch Bogen des Elfenhofs plus 3. Moment, nee, das machen wir jetzt 3 nach. Das haben wir noch gekriegt. Streitaxt plus 3, Frostschnitter. Dies war einst die Axt von Ilgard, einem Frostriesen, der die Ansiedlung des Nordens vor langer Zeit terrorisierte. Es ist nicht bekannt, wie er an die Waffe kam, aber es bereitete ihm perverse Freude, sie gegen kleinwüchsige Wesen, vor allem Halblinge, einzusetzen. Wenn nicht gleich starb, wurde durch Eis und Säure verstümmelt. Wenn der Riese die Opfer eines seiner Überfälle später wiedererkannte, bedachte er sie mit grausamem Gelächter. Irgendwann gelang es einer tapferen Abenteurergruppe, ihn zu besiegen. Auf Bitten seiner Opfer hin wurde seine Waffe mit ihm begraben. Okay, 1W8 plus 3, plus 1 durch Kälte, plus 1 durch Säure. Müssen wir gerade mal hier gucken, was wir hier noch haben. Plus 3, plus 2 durch Feuer. Ja, das ist ziemlich ähnlich mit der Waffe hier. 1W8 plus 8, komm. Abwechslung muss sein. Das Ding packen wir mit Morei. Mit dem darf er jetzt auch noch ein Weilchen kämpfen. Und da das auch Säure nochmal verschießt, ist das eigentlich ziemlich gutes Ding. 8 gegen Trolle geeignet. Bogen des Elfenhofs plus 3. Der aus Eibenholz gefertigte Bogen ist eher ein Kunstwerk als eine Waffe. Feine Schnitzereien ziehen sich in einem zarten Muster auf dem polierten Holz entlang. Die Sehne glitzert golden und scheint beinahe eine Melodie zu spielen, wenn man sie spannt. Der Bogen dient am Elfenhof über 1000 Jahre als zeremoniale Waffe.
Doch die für Menschen enorme Zeitspanne stellt kaum das Lebensalter eines einzelnen Elfen dar. Ungefähr alle 50 Jahre wurde der Bogen einem Elfen überreicht, der sich besonders verdient gemacht hatte. Normalerweise entschied der Träger des Bogens, wer ihn als nächstes erhalten würde. Vor 2 Jahrhunderten rettete ein Mensch, ein gewisser Yin Pon, einen Elfenprinzen, und erhielt dafür den Bogen überreicht. Er brachte ihn nach Baldurs Tor und verlor ihn dort. Ja, das macht die ETW 0 um -4. Ja, das ist schon ein Wort, aber es ist nicht so das Beste eigentlich. Okay, ansonsten, der hat nichts mehr. Da ist nichts mehr von Interesse dabei. Und Edwin hat hier vor allem noch Zepter des Schreckens. Das war das, was der Leichnam in Athkatla in der Stadttore bei sich gehabt hat. Wenn das Zepter aktiviert wird, kann es wie ein Kampfstab +3 geführt werden. Jedes Wesen, das von ihm getroffen wird, muss einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder in panischer Furcht fliehen, weil es glaubt, der Träger des Zepters sei ein Dämon aus der Abyss. Das Zepter verfügt jedoch über einen großen Nachteil. Jedes Mal, wenn es eingesetzt wird, besteht eine 20%ige Chance, dass das Charisma des Trägers permanent um einen Punkt sinkt. Das ist ziemlich scheiße. Ganz ehrlich zu sein, das ist ziemlich scheiße. Okay, dann sollten wir nochmal hier gucken, was die andere Knetköpfen. Was hast du dann, Kerler? Was hast du dann? Du hast nur Scheißdreck. Okay, dann können wir bei dir auch viel Scheißdreck verkaufen. Was lassen wir erstmal? Was es noch so gibt, was ich hier noch verticken kann. Ja gut, den ganzen Schampel kann ich auf jeden Fall loswerden. Zack, zack. Und da haben wir insgesamt 5 von den Dinger, die ich noch loswerden kann. Wunderbar. Gehen wir in den zweiten noch rein. Der Spitzbube steht, den behalte ich noch. Das war noch jede Menge Schampel. Sterne Saphir kann ich das mal verkaufen. Zack, 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 zack und zack. Wunderbar. Hier war nichts mehr drin. Und ansonsten die orkische Rüstung und die beißende Bolze kann ich verkaufen. 900 für die Dinger. Also die lohnen sich auf jeden Fall zum Verkaufen. Den Elferhofbogen kann ich verkaufen. Der +4 gegen Riesenartige. Komfort mit Stab des Frostes. Ach, Müll. An Nomen hast du eigentlich nur Müll dabei. Gewitterbolzen. Die beißende Bolze. Dann der Speer +1 der Lynchwurmschwanz. Mach's gut. Den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und Vikonia, du kannst dann, kommt der Luftstecken, behalten wir an, noch zur Sicherheit, man weiß ja nie. Feuerpfeiler, Abwehrtrank, Dolch +2, Trank der Lebenskraft, Gewitterbolzen und Trank der Feuerriesenstärke, kann alles weg, der Mist. Und hier haben wir noch jede Menge Zeug, was wir verkaufen könnten. Vor allem der Schampel durch die Räuber, der kann weg. Das war noch ein Monster dabei, oder? Das ist der größte Müll an Zauber, also das braucht echt kein Mensch. Dann den Quark können wir auch noch. Das. Und das war's dann erstmal hier drin. Und dann noch, was du so dabei hast. Zepter des Schreckens fort damit. Das kann auch fort. Kann weg. Perfekt. Sehr schön. Dann hat der jetzt wenigstens auch ein bisschen Zeug in seinem Sortiment, was er seine Leute drehen kann, ohne dass es peinlich wird. Und der Hansel, der ist beschäftigt. Was bist du so beschäftigt, Knetkorb? So, noch einmal speichern. Und lade, zack, zack. Weil den anderen Typ, den haben wir jetzt fest. Der arbeitet für uns. Der wartet, bis ich Silberdrache Blut bringe. So, ja, was wollen wir denn genau? Wenn ich euch jetzt wenn ihr bis zur Kaffee wünscht, dann sagen schnell. Denn ich habe nicht viel Zeit für solche wie euch. Halt die Gosch, Gnome. Okay, kann ich jetzt. Okay. Gut, ich kann immer noch mit dem Sprecher. Dann sag mal, was du hast, du. Wie stark Kerl. Ein Edelsteinbeutel, wunderbar, der ist gekauft. Jetzt haben wir insgesamt 4 von den Dinger. Steht Sache, Anomen darf Amol eine haben, dafür, dass der sonst nichts macht. Ich glaube, es ist auch wieder Zeit für eine weitere Runde Heiltränke. So, die Unsichtbarkeitstränke habe ich jetzt auch noch los. Und zack. Und ich glaube, Edwin braucht noch, jawohl. Edwin braucht dringend einer. Zack und zack und zack. So, jetzt muss der arme Kerl sich auch nicht übertragen und überheben. So, dann können wir jetzt nämlich durchgehen und können jetzt erstmal in aller Ruhe pennen gehen. So, das ist das Allerwichtigste. Moment, ich gehe erstmal dahin hier. Und gucken, was es da gibt. Was ist denn hier Schönes? Lauter Bücher selber. Tagebuch der Uma-Hexe. Oh, überall Tagebuch der Uma-Hexe. Die scheinen das wohl hier zu verticken. Weil das wohl gerade... Oh Gott, überall nur das Zeichen. Weil das wohl ziemlich am Boome ist gerade, dieser
Hype und diese Angst vor der Was Uma-Hexe, wollt ihr? Hoffentlich werde ich wenigstens... dann scheinen die das wohl hier ordentlich ausnutzen zu wollen, diese Angst vor der Uma-Hexe. So, zack und zack, das kriegst du auch noch voll. Okay. Ah, Moment, halt mal der Gaula. Vikonia braucht hier noch einen Trank. Perfekt, jetzt geht das alles wieder super auf. Und dann reiten wir mal mit dir, Kerler. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Vincenzo, der Schankwirt. Ah, hallo und einen guten Tag. Ich bin der Vincenzo und ich biete euch allerdings meine bescheidenen Wirtschaft an. Es geht die Menge Sache übers Wirtshaus zu Sarah Vince, aber als bescheiden will ich jetzt nicht gerade beschreiben, ja? Halt die Gosche, Junge. Wenn ihr mich hier weiter Vince nennt, werde ich euch übers Knie legen. Ich heiße Vincenzo. Das ist ein Haufen Ursinn. Ihr hört den Namen von einem sembianischen Händler und plötzlich fangen da auf, vornehm zu machen. Beachten den Buch doch einfach nicht, Herrgott. Entschuldigung, es ist eine unwissende Herumtreiber, den ich aus Mitleid aufgenommen habe. Ein Einfallspinsel, der seinen Platz nicht kennt. Gibt es irgendetwas, was ich für euch tun kann? Mein Fürstherr. Okay, ich werde die Dienste in Anspruch nehmen. Ah, natürlich. Ich habe nicht viele Zimmer. All diese verängstigten Leute, die ins Dorf geflohen sind, haben fast das ganze Haus gefüllt. Es ist nur noch ein oder zwei Zimmer übrig. Ignorieren bitte nur die Ratte, während er schlafen. Stille, Junge. Hier gibt es keine anderen stinkigen Nacker außer euch. Mein Fürst, ja? Okay, dann schlafen wir zu Edelmannspreise. Das passt schon. Kriegen wir schon hier. Ah, taufrisch, 60 Stunden lang gepennt und wir händ's morgens um 8 Uhr. Das ist doch die perfekte Zeit, um weiterzumachen. Wenn es denn sein muss. So, und natürlich der Glattmus-Sache. An der Stelle mache ich einen Cut hier, liebe Leute. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am. Uff, pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.